So, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet bei mir auf dem Kanal Zocken mit Zodi. Natürlich bin ich Zodi und was ihr hier seht, ist Final Fantasy VII, das Original von 1997. Ja, ich bin noch ganz jung gewesen, als ich das angefangen zu spielen. Und jetzt, so gute 25 Jahre später, spiele ich das noch einmal. Und ja, beim letzten Part habe ich ja gesagt, dass wir mal noch ein bisschen rumquatschen, also rumschauen, was die so ein bisschen zu erzählen haben. Verzeih dich, ist schon mal gestanden. Die einzige Art, hier genügend Kohle zusammenzukratzen, ist das Sammeln von Schrott. Okay. Nein, der kann gar nicht. Du weißt, wer dafür verantwortlich ist, wie es jetzt um Nordkarel geht. Genau, wir sind hier in Nordkarel. So wie es tönt hat, ist das die Stadt vom Barret, bzw. Dasha. Ich möchte diesen Müllhaufen von Stadt hinter mir lassen. Wenn ich ein Fahrzeug hätte, würde ich in Richtung südliche Wüste fahren und dann zu der Stadt auf der anderen Seite des Flusses gehen. Okay, ich glaube, das ist auch das Ziel. Alle wissen, dass der Unfall unvermeidlich war, aber sie werden erst zufrieden sein, wenn jemand die Schuld auf sich nimmt. Kommen wir da zu den kleinen Hängern? Jawohl, in dem Brunnen dort drüben glänzt etwas. Wenn ich es in die Hände kriege, verkaufe ich es und gehe nach Goldsauce. Oh, Goldsauce, das ist das erste Mal jetzt, wo ich das lese in diesem Spiel. Und in einem Brunnen innen ist etwas. In welchem Brunnen? Irgendwo ist ein Brunnen. Wo kommen wir eigentlich hier her? Da scheint es weiter zu gehen. Ja, gehen wir nachher. Hier in diesem Brunnen glänzt etwas. Also da muss man auch etwas, glaube ich, machen, damit man das bekommt. Ich hörte, es sei jetzt in, sich tätowieren zu lassen. Stimmt das? Stimmt. Vielleicht sollte ich mir eine O tätowieren lassen oder eine 0. Für einen Armen wie mich wäre eine 0 genau passend. Da mach dich doch nicht sauber so fertig, Mann. Jeder Mensch hat seinen Wert. Und das darf man nie vergessen, egal wie jemand auf einem aufhackt. Man darf nie vergessen, was man kann. Willkommen. Das kostet 50 Gil pro Nacht. Hast du gerne ein Zimmer? Ja, komm jetzt schön. Einen schönen Aufenthalt. Merci vielmals. Jetzt wird mal eine Runde geschlafen. Nimm ich auf, ja. Nimm auf. Manchmal passiert nämlich etwas in der Nacht. Hier jetzt nicht. Also, ist das okay. Es gibt auch Pop-Laute. Ich habe hier keinen Popfilter dran. Da noch schauen, dann zählt bin ich noch nicht gesehen. Sally, alter Mann, was hast du? Der nächste Zug kommt bald an. Schön. Ja, ich nicht die Welt, ich nämlich sehen will. Opa war früher ein Ingenieur auf den Kohlezügen. Er kann seine alten Gewohnheiten von damals einfach nicht ablegen. Okay. Das sehe ich nie wegen der Zeit. Ist ja egal. Ja. Ich wollte sagen, jetzt komme ich hier nicht mehr vor. So, bitte durchlassen, merci. Also hier komme ich raus. Ich weiss jetzt nicht, ob ich raus muss oder ob ich hier zum Bahnhof soll. Bin ich hier schon rein? Nein. Was hast du? Ha, was willst du spielen? Wie soll ich nur in einer Stadt weiterleben, die alles verloren hat? Zur Hölle mit dem Mako-Reaktor. Ja, würde ich auch sagen. Wegen denen wurde mein Mann in den Unfall verwickelt. Er war so ein starker Mann. Gut, oder auch nicht. Ich weiss, dass da etwas in diesem Brunnen ist und mir kommt es nur über, wenn man irgendetwas macht. Ich bin jetzt nicht nachlesen, jetzt vielleicht so. Also hier geht es zur Goldsauce. Ich weiß gar nicht, ob wir zur Goldsauce schon müssen. Wir gehen mal hier. Oh, es scheint zur Goldsauce zu gehen. Stascha, was ist passiert? Tut mir leid. Was ist passiert? Hier in der Gegend war meine Heimatstadt. Was meinst du mit wahr?
Nichts mehr davon ist übrig. Hab gehört, sie wurde platt gemacht. In nur 4 Jahren. Aber wie konnte diese Leute nur so furchtbare Dinge behaupten? Und ich bin schuld. An all dem bin ich schuld. Jetzt erfahren wir aber, was da passiert ist mal. Meine Heimatstadt Corel war schon immer eine Bergstadt. Ja. Sie ist staubig und arm, aber friedlich, eine echt klasse. Blablabla. Es geht von selber weiter. Backreaktor. Das Wort höre ich seit damals zum ersten Mal. Danke. Ja, steht noch nicht mal. Was wollen wir tun? Der Einzige, der dagegen ist Düne. Düne, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall dagegen. Wir haben einander nichts zu sagen, wenn ihr daran denkt, unsere Kohle wegzuwerfen. Unsere Kohle ist immer beschützt worden. Unsere Urahnen haben ihr Leben dafür riskiert. Wir dürfen dies alles nicht einfach wegwerfen. Aber hört doch zu, Düne. Ich nenne jetzt einfach Dein. Niemand verwendet heutzutage Kohle, das ist die Zeit, in der wir leben. Ja, alles ist jetzt Mako. Es wird schon hinhauen, Düne. Die Shinra Incorporation wird dir deinen Lebensunterhalt garantieren, wenn der Mako-Reaktor erst einmal fertig ist. Hör zu, ich will nicht, dass meine Frau Minna noch weiter leidet. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich fühle mich ja genauso, verdammt nochmal. Aber trotzdem werde ich unsere Kohlebergwerke nicht weggeben. Du musst verstehen. Ja, aber er hat schon recht. Siehst du, dort hat er jetzt recht. Im Nachhinein ist man eben immer schlauer. Oder? Genauso wurde der Corel-Reaktor gebaut und fertiggestellt. Wir dachten alle, dass er uns... Und durch manchmal schreiben sie auf L. Oh. Es passierte, als Stein und ich ein paar Tage weg waren. Corel wurde von den Shinra-Truppen niedergebrannt. Oh. Alle Bewohner der Stadt, alle meine Verwandten, alles. Alles tot, alles kaputt, ja. Keine Chance. Shinra-Truppen? Wieso? Im Reaktor gab es eine Explosion. Shinra hat die Schuld an dem Zwischenfall dem Volk gegeben, behauptete eine Rebellengruppe hätte ihn verursacht. Es ist furchtbar. Ich nehme an, das stimmt, aber mir selbst mache ich mehr Vorwürfe als Shinra. Ich hätte niemals beim Bau des Reaktors mitmachen sollen. Jetzt sage dann gab es dir die Schuld. Mach dir keine Vorwürfe. Wir sind damals alle auf Versprechen von Shinra hereingefallen. Deswegen bin ich so sauer. Sie haben mich nicht nur ausgenutzt, ich habe auch noch meine Frau verloren. Oh, ja, das ist natürlich nicht so. Hey, alle mal aufgepasst, wenn ihr nach Goldsaucer wollt, steigt schnell ein. Nicht einsteigen. Nein. Dein war mein bester Freund. Von klein auf standen wir uns nah. Also, ich kann jetzt dort rein, aber Mela sagt nichts, sie sagt auch nichts. Ich würde gerne das glänzende Ding holen. Wo in diesem Brunnen drin ist, aber wie komme ich dorthin? Und wie komme ich das über? Das ist eine Materie da drin. Ich weiss es. Ich weiss es. Ich weiß aber nicht, wie man das bekommt. Das Blöde ist, ich kann einfach das Ding nicht wechseln. Ich muss laufen. Also wenn ich dort vorkomme, ich glaube, da komme ich nicht zur Goldsaucer. Ja. Aber ich mache das. Ich gehe jetzt gleich mit der Seilbahn. Ja. Und du wisst was? Ich mache da schnell einen Cut. Weil ich will schnell lesen, wie das ist dort aus dem Brunnen. Das ist ein glänzendes Ding in diesem Brunnen. Also, bis grad. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt nachlesen und es ist nichts gestanden. Auch noch nicht jetzt. Vielleicht ist das ein anderes Mal später. Kann man da vielleicht etwas holen. Ja. Aber jetzt im Moment ist das nicht so. Also, dann nehmen wir doch die Seilbahn. Ab in die Goldsaucer. So geil. Das wird cool. Goldsaucer, Fact.
Das sind noch Animationen. He? Das ist zu dieser Zeit das Nonplus, das höchste aller Gefühle gewesen. Ist doch mal ein sackstarker Auftritt, würde ich sagen. Da im Hängen haben wir gerade den Speicherpunkt. Hey, ich habe gesehen, im Remake. Im Remake habe ich gesehen, dass lol. So braucht es nicht. Beim Remake habe ich gesehen, dass bei den Speicherpunkten, bzw. bei den Sitzbänken, wo man sich erholen kann, dort ist das Zeichen drauf. Das Zeichen ist drauf, wo man hier sieht, wo zum Speichern ist. Ich habe das mega cool gefunden. So, also wenn wir mich nochmal erinnern, gibt die uns jetzt ein bisschen etwas. Willkommen in Goldsaucer. Gehört ihr zusammen? Eine Einzelkarte kostet 3000 Gil oder ihr könnt eine Dauerkarte für 30.000 Gil kaufen. Muss ich das zahlen? Ja, ich muss auch. Vielen Dank, 3000 Stutz. Wenn ihr Goldsaucer verlasst, verlieren eure Karten ihre Gültigkeit. Hier im Goldsaucer wird an vielen Stellen mit GP bezahlt. GP ist Geld, das nur im Goldsaucer gültig ist. Gil werden nur bei Spielen im Wonderland und bei den Chocobo-Rennen benutzt. Sei es Chocobo-Rennen, das ist auch etwas für sich eigenes. Das GP-Limit liegt bei 10.000, es ist also Vorsicht geboten. Ich wünsche viel Vergnügen. Merci vielmals. Hast du auch noch etwas? Willkommen in Goldsaucer. Was soll er schon Angst sagen? Ja, das ist jetzt geil. Das ist jetzt wirklich cool. Da kannst du dich austoben. Wow, das wird lustig. Ja, das wird wirklich lustig. Ich weiß, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Oh, schon Darius, der redet. Hey, ist das schon nicht so traurig? Ich bin nicht gut drauf, also lass mich in Ruhe. Ehrlich? Das ist schade. Gehen wir. Ja, war das nicht etwas hart, Darius? Wenn das geschieht, tu einfach so, als sei nichts passiert. Meinst du? Natürlich. Wir gehen spielen. Also spielen ist das alles, woran ihr denken könnt. Wir suchen Sephiroth. Ja, da geht schon mal voraus. Ich glaube, er ist verrückt. Er ist nun mal so. Es scheint ihm besser zu gehen. Ah ja? Wirklich? So, jetzt kommen wir hier überall neu her. Wer hat es gedacht? Da, Info. Oder auch nicht. Hier kommen wir zum Chocobo-Rennen. Genau, komm, das gehen wir jetzt mal gerade machen. Zadi! Ich gehe mit dir. Okay, sie will mitkommen. Oh. Wie? Mist. Shinra soll warten, selbst hier draußen. Stillgestanden, weggetreten. Merci, ade zusammen. Jetzt ist ja weg. Yes, es geht. Ah, mir kommt immer wieder. Ja. Oh, der Sound. Oh. Ja, weißt du, wir müssen dann ganz manchmal hierher kommen. Siehst du einen Chocobo auf der Winkel? Ja, das ist gut. Surface, das ist eigentlich ein Chocobos. Wenn du weißt, welche die stärksten sind, dann ist es einfach. Naja, nicht so einfach wie du denkst. Es geht nicht nur um die Stärke eines Chocobo. Es kommt auch auf den Jockey und den Charakter des Tieres an. Wenn die schlecht sind, beanspruchen sie vielleicht das Durchhaltevermögen zu sehr. Sie können auch andere Dinge beeinflussen. Ja, also ich kenne mich aus mit den Chocobos. Willkommen zum Chocobo-Rennen. Mit dem Chocobo-Rennen kenne ich mich eben aus.
Willkommen. Möchten Sie Chocobo-Karten kaufen? Ja. Registrierungsgebühr 200 Geld. Einverstanden? Ja. Welchen Rang möchtest du wählen? C. Danke. Eine Wette kostet 100 Geld. Das ist das nächste Rennen. Also, hier. Jetzt gibt auch einen grünen Chocobo dort unten. Es gibt eben verschiedene. Es gibt grün, blau, einen gelben, einen schwarzen und am Schluss eben der Goldig. Und mit dem Goldig kann man etwas holen, etwas ganz Geiles. Also, ich werde, ja, ja, ich nehme mal das. Ich komme gar nicht raus, was das ist. Ja, das ist gut. Ich nehme mal so Preis. Antarktis Wind, Hyper und High Track. Gibt's da. Da kann ich jetzt wählen, welches ich nehme, glaub's. Ah, Weisse gibt's auch. Da gibt's ja noch viel mehr. Rot. Ah ja, stimmt. Nummer 1. Irgendwie komme ich jetzt so nicht mehr raus. Ah, Start. Ah, da kann ich noch nicht mal selber säckeln. Okay. Ah ja, ich kann nicht Wetten machen. Aha. Also das ist der typische Chocobo-Sound, Musik. Aber er kann mit der Zeit ein bisschen nervig sein. Ja. Weil später muss man viel hierher kommen, nämlich der Chocobo trainieren. Man muss trainieren, um nur eine S-Klasse machen. Der hat jetzt gewonnen, der dort im Zeug rumhüpft. Wer hat es gedacht? Nummer 2. Muss ich wieder drücken, Start. Hey! Ein Hypertrank. Habe ich jetzt. Ich habe gewonnen, genau. Du kannst deine Karte gegen einen Artikel oder GP eintauschen. Ich will GP. Deine Artikelkarte ist 150 GP wert. Ist das okay? Ja, gib mir die 150 GP. Staff Room, da komme ich noch rein. Ah, da wird es erklärt wegen dem Wetten. Das können wir schon mal eigentlich durchlesen. Da kann man noch hinterher sehen. Ist aber nichts. Ja, das war jetzt lustig. Das Chocobo-Rennchen. Ja. Eben da, wie gesagt, da gibt es ganze Haufen, die wir noch machen müssen. Wander, gehen wir mal in Bezirk. Wander. Hey du, was macht dich denn so traurig? Kate Sith? Kate Sith? Wie wär's? Soll ich für dich wahrsagen? Eine schöne Zukunft, eine glückliche Zukunft? Oh, aber gib mir nicht die Schuld, wenn es eine schlechte Voraussage ist. Oh, tut mir leid, ich bin eine Wahrsagermaschine. Der Name ist Kate Sith. Und der lohnt ja auch so. Der Name ist einfach gegeben. Den nehmen wir. Da sieht man im Remake auch. Du kannst nur die Zukunft vorhersagen. Machst du Witze? Ich kann verloren gegangene Sachen aufspüren, verschwundene Leute, was du willst. Kannst du mir dann sagen, wo ein Mann namens Sephiroth ist? Sephiroth? Ja? Okay, los geht's. Das ist cooler Sound, easy Sound. Normales Glück. Es ist dein Schicksal. Wenn du dem Willen anderer nachgibst, dann passiert nach dem Sommer etwas Besonderes. Warte, was ist das? Wie? Lass es mich nochmal versuchen.
Achtung vor Vergesslichkeit. Deine Glücksfarbe ist blau. Vergiss es. Warte, gib mir noch eine Chance. Warte, lass es mich noch mal versuchen. Was um alles, was steht da? Was du anpackst, klappt, doch verlierst was dir sehr teuer ist. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Sowas habe ich noch nie gehabt. Sollen wir dann? Wie bitte? Als Wahrsager muss ich einfach darüber nachdenken. Wenn ich nicht sehe, wohin es führt, kann ich nicht locker lassen. Deshalb gehe ich mit dir. Okay, Sadi? Ich gehe mit euch, egal was ihr sagt. Hey. Okay. Gut, das kann man hier machen. Welcome. Da gehen wir rein. Ah, cool. Ah, schau jetzt. Basketballspiel. Ein Spiel, 200 Gel. Yes, es geht. Ich versuch's. Ja, zack. Oh, das war ein bisschen zu viel gewesen, hä? Was? Jetzt 200 Stutz fort, ein Ball hat man. Hure mies. Du hast 150 GP. Tausche deine hier GP gegen Preise. Möchtest du tauschen? Nein. Was gibt's eigentlich für Preise im Moment? Ja, was gibt's für Preise? Trank, Aether, X-Trank, Turbo Aether. Gold-Ticket, was ist echt das? Und für 500 GP gibt's etwas Spezielles. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Ich komme jetzt so nicht hingern. Und das ist nämlich noch ein einarmiger Bandit. Kann man da spielen? Nein. Das ist alles Game Automat. Das ist eben schon cool. Zeigt es so an, dass man kann spielen kann. Also man kann hier auch spielen. Es gibt der einarmige Bandit. Also das Kranspiel gibt es eben der einarmige Bandit. Das ist der. Slot Machine sagt man auch. Ah, da kann man ein U-Boot-Spiel machen, wo irgendwie sind wir dann unter Wasser, da kann man kämpfen. Was hast du? Moghaus, ein Spiel, 100. Ich versuch's. Mal schauen, was das ist. Oh nein, ich weiß, was das ist. Das ist das Moghaus. Es steht im Mogwald auf dem Mogberg. Ein neuer Tag im Leben eines Mogs bricht an. Dieses Jahr wird Mog Pipapopupo Jahre alt. Das sind 28 Menschenjahre. In diesem Alter sollte sich Mog nach einer Partnerin umsehen. Bevor Mog jedoch erwachsen wird, muss er zunächst fliegen lernen. Obwohl Mog jeden Tag fleißig übt, scheint er immer noch nicht abheben zu können. Schafft's noch nicht. Schau ein bisschen face irgendwie. Sieht aus, als müsste er noch einiges lernen. Das ist physikalisch nicht möglich. Das ist viel zu kleine Flügel. Jetzt bist du dran. Hilf Mog zu fliegen, indem du okay und Mog mit seiner geliebten Kuponuss fütterst. Aber gib ihm nicht zu viel. Wenn er zu dick wird, kann er nicht mehr fliegen. Aha. Okay, gib ihm eine Kuponuss. Ja, wenn er sich freut. Was passiert jetzt? Muss ich wieder drücken? Ja, da kommt auch noch einer zu fliegen. Das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt ist gut. Stopp. Die Wartung kann ich nicht mehr geben. Ich will jetzt fliegen. Irgendwie passiert nichts, ich drücke jeden Knopf, dass er wieder eine Lust bekommt. Ja, gib ihm nicht zu viel. Oh, es scheint Mog will es noch einmal versuchen.
Er hat es geschafft, er kann fliegen. Jetzt ist er endlich ein ausgewachsener Mog. Schön. Jetzt kann er fliegen. Das ist doch auch etwas. Jetzt geht er wieder schlafen und ich hoffe, die Geschichte ist jetzt fertig. Müde und doch entspannt macht unser Mog das Licht schon früh aus und geht ins Bett. Gute Nacht und schlaf gut. Oh, jetzt. Oh, was ist das? Da kommt ein weiblicher Mog. Sieht man das auch an der Farbe? Rosarot. Rosarot. Er mag sie anscheinend auch. Wird Mog vor ihren Augen einen eleganten Flug hinlegen? Hilf ihm mit ein paar Kupernüssen. Okay, gib ihm eine Kupernuss. Ah, mir beißt unter dem Headset, sorry. Ja, da gibt er noch eine. Es sieht eigentlich, dass er einfach noch mehr Hunger hat. Jetzt ist gut. Jetzt kann ich eben nicht aufhören. Das sollte doch jetzt sollte ich den Flug machen. Jetzt gibt ihm 2. Ah, jetzt soll ich Start drücken. Jetzt bin ich schwer. Leider hat er es nicht geschafft. Der arme Mog wird noch eine Weile auf seine Braut warten müssen. Ja. Ich lasse das jetzt so sein. Ich mache das eigentlich, ja, also nicht nebenbei. Merci, da kann man, ich glaube, mir kommt dann auch etwas über. Man kann überall etwas gewinnen. Hier ist fahren, das ist cool. 200 Stutz. Benutze die Pfeiltasten zum Lenken. Wechseln, links anzugreifen, ja. Verlierst du Punkte. Lassen, das lassen wir jetzt. Ja, zwar, weißt du was. Ja, das ist das Autorennen, wer das als Dörfrennen, wer das gerne sehen will, das ist in einem Part innen. Hier ist Snowboard, das ist auch mega cool. Und das können wir jetzt nicht machen, weil da natürlich noch einer drauf ist. Das sollte glaube ich auch noch nicht gehen. Ich bin 100 Minuten das außer Betrieb, ja. Also wir werden eigentlich unter Wasser sein. Und ein neues Snowboard wird auch eigentlich sein. Und da kann man glaube ich sogar 3D-Kämpfer. Menü oben, wechseln mit der... Ja, weißt du was, das machen wir. Versuchen. Ja, jetzt kann ich schlägeln. Virtuell. Bam. Oh. Ah, jetzt komme ich raus. Tag. Oh. Und wieder in den Ring. Bam. Yes. Oh. Bam. Ich merke gerade, er braucht nur 2 Knöpfe. Der hier, schau jetzt. Voll in die Fresse, Mann! Voll in die Fresse! Schaffe ich den auch? Ich glaube gar nicht so schlecht dran. Oh! Das ist cool, wenn man immer noch Punkte sehen. Voll in die Fresse rein, Mann! Yes! Ich bin einfach unbesiegbar. Jetzt kommt auch noch einer. Nein. Oh, schau jetzt. Der, Mann. Mr. 17.
Zuerst so und nachher da voll in die Fresse rein und nachher wieder so. Oh, das ist gar nicht gut gewesen. Oh, schau jetzt. Oh, jetzt verliere ich. Oh. Jetzt habe ich verloren. Ja, aber ich bin bis zum dritten Gegner gekommen. 3 GP. Das alles für 3 GP. Ich glaube, Snowboard und U-Boot geben am meisten. Wenn man da doch ein bisschen sammeln will. Ich will jetzt auch nicht alles anschauen. Und wir werden eh noch ein paar Mal hierher kommen. Das war vorhin nicht da gewesen. Lass uns im Wonder Squad GP holen. Nein. Station Ghost Battle Speed. Wir gehen mal in Speed. Der Johnny. Jetzt ist er schon wieder da. Zuerst muss ich mir die Reihenfolge genau merken und dann die Angriffe erraten. Murmel. Das ist der Johnny. Mann. Tag, Junge. Junge? Wie ist es? Macht Spaß? Scheint so. Na gut für dich, Junge. Ich heiße Zodi und nenn mich nicht immer Junge. Ich? Ich bin der Eigentümer der Goldsaucer. Ich heiße Dio. Nenn mich einfach Dio. Der hört gar nicht zu. Übrigens, Junge, weißt du, was schwarze Materie ist? Nein? Haha, das ist wirklich gut, Junge, aber Lügen bringt nichts. Du kannst mich nicht reinlegen. Warum hast du mich gefragt? Na, vor einer Weile kam ein Junge in deinem Alter her und fragte mich, ob ich schwarze Materie hätte. Ich dachte, du weißt vielleicht, wer es war? Da ich beide ungefähr gleich alt seid, sehr viel Roxy. Hat er zufällig einen schwarzen Umhang an? Ja, tatsächlich. Und deine Hand war mit einer 1 tätowiert. Wo ist er hingegangen? Hahaha, ich habe keine Ahnung. Na dann. Übrigens, schau bei der Kampfarena rein, da gefällt sie bestimmt. Viele meiner Sammelstücke sind dort ausgestellt. Hahaha. Har. Also wir können sie wieder bewegen. Da ist die Achterbahn, glaube ich, da hinten. Ja, das ist super. Das ist cool. Gerade einsteigen bitte. Hier geht's zur Anmeldung, mein Herr. Ja, da komme ich auch zu dir. Was sagst du? Regeln für die Attraktion kennen. Keine Lust. Das finden wir nämlich gerade raus. Diese Attraktion kostet 10 GP bezahlen. Danke sehr. Ja, so. Ich glaube, da kann man jetzt Zeug abschießen. Biu. Ja, das hat... Oh yes, es geht. Ich wollte schon etwas treffen. Das ist ja... Das heisst, in 14 auch drin. Ja, du triffst nichts. Ja, das ist so empfindlich. Ich komme kaum dem Stick an. Hey, einen Geist getroffen. Wiu! Oh! Am besten bleibe ich auch einfach nur mal so. Sorry, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, da überhaupt etwas zu treffen. Ich meine, das hätte es nie gegeben vorher. Oh, ist das ein Ton? Das ist gar nicht laut, nein. Überhaupt nicht laut. Jesus. Wer auch so Minigames ist. Nebst dem Game.
Also wenn in Wirklichkeit auch so eine lange Achterbahn würde geben. Und nicht immer... Ah! Da brauchen wir mehr, merke ich gerade. Ey, da triffst du nichts! Jesus Gott. Meine Fresse, Mann! Das sollte auch ein Boss sein. Ich treffe ihn gar nicht, obwohl es so riesig ist. Ja, das ist schon. Leck, bin ich schlecht. Richtig schlecht. Ich will es eben zeigen, wie man es nicht macht. Genau so machen wir es nicht, Leute. Genau so nicht. Das muss man auch, oder? Man muss immer zeigen, wie man es eben nicht macht. Ja, du, jetzt die verwünsche ich noch am Schluss, klar. Ja, das war ein amüsantes, komisches Erlebnis gewesen. Aber lustig, auf jeden Fall. 1880 Punkte, ich glaube, das ist sehr schlecht. Also wirklich miserabel. Ruhmensmauer ansehen, natürlich. Höchstpunktzahl Zodi. Gut, du bekommst einen Preis, wenn du mehr als 3000 Punkte hast. Also viel Spaß. Gut, da kann man eben überall noch Zeug holen und Preise gewinnen. Und weiss nicht noch was alles. Station. Da sind wir wieder da. Schnell etwas schauen. Schnell etwas gucken. Es kostet zum können speichern, weißt du. GP zahlen. Wow. Schnell etwas gucken. Ja, das ist doch gut. Also, das war's. Merci vielmals. Das war Goldsaucer, also auf einmal ein kleiner Teil. Beim nächsten Part schauen wir noch ein bisschen weiter, was es sonst noch für Attraktionen gibt. Es wird noch etwas geben mit der Tifa und mit dem Barrett, mit der Aris. Kann man noch etwas machen. Das werdet ihr aber im nächsten Part sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen amüsant und ein bisschen unterhaltsam. Lasst mir doch ein Abo da, ein Däumchen auf einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wirklich. Also, bis zum nächsten Part. Ich bin der Zodi. Merci vielmals. Tschüss zusammen.